Da kann ich was kaputt hauen. Weg damit. Sorry, ich bin genauso erschrocken wie ihr. Guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's mit Indiana Jones und der Orden der Riesen. Wir sind hier in der Villa Ricci und da müssen wir jetzt ein bisschen inspizieren, was hier los ist. Nun. Die einen sagen, es ist nicht aufgeräumt. Ich würde sagen, es ist ein Wimmelbild. Komm ich da drüber? Komm. Ich will doch wohl da drüber kommen. Da unten drunter ist bestimmt was Cooles versteckt. Nee. Natürlich ist hier nichts Cooles versteckt. So. Hier bist Ricci. Dann hoffentlich versteckt. Ich habe da jetzt so generell eine Frage. Wenn das hier das Haus vom Ricci ist, wieso hat er so eine riesige Butze? Ernsthaft jetzt? Das ist ja schlimm. Da schäme ich mich ja. Mit meinem Zimmerlein. Jemand sollte ihnen beibringen, dass man hinter sich aufräumt. Gute Idee. So. Ricci, bist du hier irgendwo? Hat er sich im Schrank versteckt? Moment, ich kann hier noch was fotografieren. Büste des Nero. Er guckt aber böse, du. Du stammst aus uralten Zeiten. Ja, richtig. Oh. Ein Schmalzkringel. Lecker, 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 lecker. Das hier ist der Garten. Da will ich jetzt eigentlich nicht raus. Da stehen nämlich noch die Patrouillen. Patrouillen. Aha, versperrt mit einem Brecheisen. Auch nicht schlecht. Oh, da ist ein Zettel. Sag mal her. Durchsuchungsbefehl der Schwarzhänden. Dringend. Geheimsache an. Einsatztruppe Wolf von Hauptmann Brambilla. Betreff sofortige Durchsuchung. Hiermit wird die sofortige Durchsuchung des Palazzo Ricci in der Via Giulia angeordnet. Jegliche Hinweise zum Aufenthaltsort Pater Ricci sind sicherzustellen. Sollte er sich im Gebäude befinden, ist er augenblicklich zu verhaften. Für den Duce und die faschistische Revolution. Unterschrieben von Hauptmann Brambilla. So. Hier, wir sind vollstens ausgerüstet, also von daher kein Problem. Gucken jetzt mal weiter. Also Ricci, wo bist du denn? Aber der Ricci ist ja nicht doof. Der hat ja letztens schon gewusst, dass die ihn suchen. Ein Eimer? Haben die Schwarzhemden übersehen. Teilweise verbranntes Blatt Papier mit Symbolen drauf. Vielleicht ein Code, ein 9 und eine M oder so irgendwie. Ich mich mal ein. Mal gebrauchen. Wenn da ja ein Code ist, dann kann ja die Code-Eingabe nicht wirklich weit sein. Nee, das brauche ich nicht. Wieso hängt denn hier... Also eine Küchenrolle. Oder sowas. Ich dachte schon... Ich habe schon das Schlimmste befürchtet gerade. Nee, alles in Ordnung. So. Da komme ich nicht raus, auch wenn durch die Türspalte das Licht glänzt. So, was haben wir denn? Da ist noch was. Neros Günstling. Man nennt ihn das Monster von Kreta und wahrlich ein Monster ist er beim Jupiter. Er überragt selbst die größten Gladiatoren und sein Gesicht... Dass es hier einen Geheimgang gibt. Okay. Und sein Gesicht verbirgt sich stets unter einem prächtigen, gehörnten Stierhelm, von dem haben wir schon mal gehört. Der himmlische Kaiser Nero hat ihn zu seinem Lieblingskämpfer erklärt und seine Heldentaten stehen mit Blut im Sand der Arena geschrieben. Sogar die tapfersten Männer schlottern vor Angst, wenn sich dieser Koloss in Bewegung setzt. Niemand kann ihn bezwingen und seine Gegner wissen, dass sie schon bald ins Reich des Pluton eingehen werden. Sein gefürchteter Kriegsschrei hallt durch das Amphitheater und treibt das Publikum zu wilden Begeisterungsstürmen. Seine Widersachen führen traditionelle Waffen wie die Sika, das Netz, den Gladius, Pugio oder Dreizack, wogegen der Kreter sich allein auf seine gewaltigen Pranken verlässt. Bei Veritas. Ich habe ihn mit eigenen Augen Helme und Schädel zermalmen sehen, als wären es Eierschalen.
So wollen es die Götter zur Herrlichkeit Das Roms. Monster von Kreta. Gladiator und Günstling von Kaiser Nero. Ja. Okay, also er schätzt, dass es hier irgendwo einen Geheimgang gibt. Ich könnte mal in die Schränke vielleicht reingucken. Hier auch nicht. Hier liegt Sachen, kann ich nicht angucken. Warte mal, da liegt noch was. Eine Notiz. Dr. Barbieris Forschung. Das Monster von Kreta, Mann, Stier oder Minotaurus. Dr. Alessandro Barbieri. Im Zuge meiner Untersuchung von Gladiatorenkämpfen zu Zeiten der Regentschaft Neros 54 bis 68 nach Christus bin ich auf mehrere Erwähnungen eines mysteriösen Kämpfers gestoßen, der als das Monster von Kreta berüchtigt war. Die Berichte messen diesem Gladiator geradezu übernatürliche Kräfte bei. Er überragte seine Gegner mit einer angeblichen Größe von mehr als 3 Metern erheblich, trug einen Helm in Form eines gehörnten Stiers, da waren wir, oder besaß in fantasievolleren Darstellungen selbst den Kopf eines Stieres und verfügte über genug Kraft, um seinen Gegnern mit bloßen Händen den Schädel zu zerquetschen. Selbst erfahrene Gladiatoren zittern vor ihm und die wilden Bestien der Arena, darunter auch Löwen, weigerten sich in seiner Gegenwart die Arena zu betreten. Bemerkenswert ist, dass dieser Kämpfer von einigen Berichten explizit mit dem mythologischen Minotaurus der kretischen Legende in Verbindung gebracht wird. Obwohl es sich hierbei offensichtlich um Übertreibung handelt, besteht historischer Konsens darüber, dass er Kaiser Neros gefeiertster Arenakämpfer war. Dennoch stellt sich die Frage, welches Individuum verbarg sich hinter der überlebensgroßen Fassade? Wie lautete sein Name? Woher stammte er? Und welche körperlichen Fähigkeiten besaß er tatsächlich? Trotz der notorisch lückenhaften und oft widersprüchlichen Aufzeichnungen über Gladiatorenkämpfe der julisch-claudischen Epoche unternimmt diese Abhandlung den Versuch, die historische Figur hinter dem Monster von Kreta durch eine kritische Analyse der erhaltenen Arenaberichte, der imperialen Sklavenregister und der archäologischen Spuren der neronischen Spiele zu rekonstruieren. Diese Untersuchung erfüllt einen doppelten Zweck. Sie beleuchtet einerseits eine bemerkenswerte Persönlichkeit der römischen Arenakultur und demonstriert gleichzeitig den Prozess, durch den herausragende historische Figuren in der frühen Kaiserzeit zum Mythos wurden. Ein riesiger Gladiator, den man das Monster von Kreta nannte. So, richtig, von dem haben wir schon öfters gehört. Das ist der mit dem Helm. So, also hier irgendwo soll es einen Geheimgang geben. Na? Nero, alles klar. Fangen wir mal wieder ganz logisch an. Wenn ich ein Geheimgang wäre und wenn ich, so wie er, 3 Meter groß wäre, wo würde ich mich verstecken? Da hinten dran schon mal nicht, da habe ich nämlich vorhin schon geguckt. Kann ich auf den Tisch hüpfen? An die Lampe hauen kann ich auch nicht. Blöde Lampe. So. Ich würde halt irgendwie so eine Büste oder so als Schalter nehmen. Also nicht ich, würde ich eigentlich nicht machen, weil das zu offensichtlich ist. Aber so in Spielen wird das gerne gemacht. So, ich kann auch noch mal hochgehen, wo ich hergekommen bin. Aber so eine Abstellkammer ist doch eigentlich perfekt für einen geheimen Weg. Ist das hier ein Kinderstuhl? Ah, nee. Kann ich irgendwie was verrücken? Ist irgendwo... Nee, ich habe jetzt gerade keine Ahnung, wo ich hin muss. Nun denn. Dann gehen wir mal hochgucken, oder? So, ist da oben vielleicht irgendwo ein Geheimgang? Mhm. Hübsch, hübsch, aber nicht das, was ich suche. Da will ich eigentlich gar nicht hin.
Da will ich eigentlich auch nicht hin, das kann ich euch jetzt schon sagen. Aber ich will rausgucken. Nee. Ich guck mal in mein Journal. Nach Richie suchen. Ja, danke. Okay, komm, wir gehen mal irgendwie dahin, wo er sagt, dass er sein sollte. Ja, höchstwahrscheinlich... Diese Höhe? Moment, da stimmt doch was nicht. Soll ich mal gucken, ob man da oben rein kann? Nee. Ist geschlossen. Komm mal nicht hin. Dann müssen wir ja weiter runter. Also, ich würde sogar so weit gehen und sagen, der ist hier nicht. Hä? Nee, oder? Ich habe ein Klavier gehört. Mich interessiert viel mehr. Die haben alle Bücher rausgeräumt, so gut wie alle. Und so ein Zufall, das hier haben sie stehen lassen. Da haben sie wirklich alle Bücher raus. So, ich habe gerade irgendwie so eine Art Klavier oder sowas gehört. Aber wo? Gibt's hier einen Klavierraum? Wüsste nicht wo. Soll ich nochmal dran ziehen? Soll ich mal gucken, ob da die Tür aufgeht irgendwo? Nee. Okay. Nochmal. Halt. Oh. Das sind mehrere Bücher. Das sind 3 Stück, um genau zu sein. Warte mal, den Zettel, den ich gefunden habe. Halt, Tagebuch, zurück. Ich meine, wir könnten uns da jetzt auch einfach brute forcen, quasi. So. Karte der Villa Pia. Büste des Nero, Notiz eines Schwarzhemds, Schutzanweisungen, Juniorstatue. Ne, das muss irgendwie da. Ich glaube, da war doch der Zettel. Verbranntes Papier. Da. Einen neuen und ein M. Also das in der Mitte ist eine Krone, glaube ich. Kann das sein? Also die Krone muss man als erstes nehmen. So. Das da ist eine Krone. Ich würde das da nehmen. Dann das da. Und als Ende das da. Ja, war richtig. Sehr schön. Sesam, öffne dich. Jetzt kommen wir hier vorwärts. Das ist aber eine sehr dumme Tür. Oh, guck mal, aber das sieht schön aus. Na, so ein Zufall. Mhm. Auch schon öfters nicht mehr gekehrt worden hier, ne? No più. Non siamo più i benvenuti a Roma. Lo so. Se Dio lo vorrà, riusciremo a trovare il toro. E allora tutto cambierà. Pater Ritchie? Ich bin's. Oh, treten Sie ein. Sieh nur, Pio. Diese Schwarzhemden mögen Sie wohl nicht. Sie haben mein Haus zerstört. Aber diesen Ort kennen Sie nicht. Ventura hat für Geschichte nichts übrig. Ich suche die Wahrheit, aber er... Ja, ich weiß. Sie erwähnten vorhin einen Stier. Ach ja? Ich habe eine Verbindung zwischen dem Mithras-Kult und dem namenlosen Kreuzfahrer entdeckt. Der vom Gott Mithras geschlachtete Stier. Genau der! Aber das ist nur eine These. Haben Sie das geheime Arbeitszimmer und den Helm? Du meinst die Wäschekammer? Ich Ja, habe hab das. ich. Eine alte römische... Das Arcanum Tripartitus. Exakt. Unglaublich. Tripper? Danke. Oh Herr. Ursprünglich waren das 3 Teile, zusammengefügt zu einem Zylinder. Ich habe sowas schon mal gesehen. Wirklich? Ja. Man setzt die Teile zusammen, dann kann man die geheime Nachricht darauf lesen. Macht Sachen. Sieht für mich aus, als wäre es in Spiegelschrift geschrieben. Oh, darf ich? Natürlich.
Ich glaube, Sie haben recht. Der Zylinder birgt nicht nur das Geheimnis des namenlosen Kreuzfahrers. Nein, auch das zweier weiterer großer Wesen. Riesen, wenn man so will. Man nannte sie die Magnopotami. Sehen Sie mal. 3 Riesen verehrt vom Mithras-Kult. Ja. Hätten wir nur die beiden anderen Teile. Vielleicht finden wir sie ja hier. Okay. Sie ackern sich jetzt also durch seine Bibliothek, oder wie? Scheint so. Verstehe. Die Magnopotami, die Mächtigen der Pforten. Oder der Flüsse. Die Potami waren griechische Flussgötter. Soweit war ich auch schon. Aber es gibt tausende Flüsse in Italien. Der Fluss der Reinigung. Aber natürlich. Es ist die Cloaca Maxima. Und sie sind genau hier. Sie sind ein Genie, mein Freund. Das mag er, wenn man das zum sagt. Okay, ich soll also Hier, Pater. Zylinderteile Das ist der suchen. sicherste Weg zur Cloaca Maxima. Du hast eine Tür, die direkt zu einer... ja. Ich frage einfach nicht weiter nach. Ich mache lieber mal ein Foto vom Pio. 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 Polly will einen Keks? Das wollte ich eigentlich gerade fragen. Fra poco, Pio. So, ich muss mich hier noch ein bisschen umgucken. Vielleicht finde ich noch was Cooles. Ist übrigens dunkel hier, ja, aber für ihn nicht. Da bin ich Hallo, hergekommen, Kumpel. ja. Nein. Pater, der Eingang ist versperrt. Diese Tür. Also, ja, aber das ist eine ganz andere Tür, wie die, durch die ich gekommen bin, richtig? Wird woanders geöffnet. Nee, die ist halt versperrt, okay. So. Ich habe so das Gefühl, er will, dass ich da durchgehe. Wie komme ich da drauf? So halt. Danke. Jetzt ruhig mithelfen, Mann. Ist schon wieder so dunkel hier. Keine Lampen hier, oder was? Woher, du musst doch da hier irgendwo eine Fackel oder einen Lichtschalter oder so haben. Naja, da. Eine Funzel hat er, ja, danke. Siehst du genauso wie ich, ja? Stehst hier im Dunkeln, arme Frau. So. Ja, dann nix wie hin. Tiefer runter. Durch die klerikale Tür in die Kloake. Eieieiei, das. Okay. Ich hoffe jetzt nicht, dass er hier direkt Gegner unten in seinem Keller hat. Tatsächlich. Moment. Roter Punkt. Was haben wir denn hier? Munition und Äpfel. Brot könnte ich gebrauchen, glaube ich. Ja, willst du nicht essen? Also, ein paar Äpfel essen. Ah. Ich esse ein bisschen Obst und dann sammle ich ein bisschen Obst auf, weißt du? So. Eine Birne, eine Orange, ein Donut. Ne, Donut will ich nicht. Ich weiß eigentlich auch gar nicht, wie lange das hier unten schon liegt, aber ist egal. Hauptsache mal in den Mund gestopft. Sehr gut. Was haben wir denn hier? Eine Notiz. Römisches Garum-Rezept. Garum liquiamen oder liquamen, keine Ahnung. 3,5 Libra kleine frische Fische aus dem Meer, Sardellen, Makrelen und Sardinen mit intakten Eingeweiden verwenden. Denn diese verleihen einer guten Soße das gewisse Etwas. Eine Libra gutes Salz aus den Salzminen von Ostia hinzufügen. Die Makrele sollte in fingerbreite Stücke geschnitten werden, die kleineren Fische können unzerteilt bleiben. Alles gut mit Salz in einer irdenen Urne mischen. Das Gefäß für den Zeitraum von 2 Monaten unter die Sonne stellen und die Mischung jeden Tag mit einem Stock umrühren.
Sobald die Flüssigkeit die Farbe von Bernstein angenommen hat und der Duft scharf, aber angenehm ist, wird sie durch ein fein gewebtes Tuch gegossen, bis jede Trübung abgeklungen ist. So wird Garum der feinsten Art hergestellt. Versiegelt ist es 1 Jahr und länger haltbar. Fischsoße. Richtig. Das brauche ich nicht. So. Wieso hängen hier diese roten Tücher? Die sind so sinnlos. Also, die bringen halt gar nichts. Oh ja, da, guck. Das ist praktisch. Mach mal Feuerchen an. Feuerchen ist immer gut. Ich mach gern... Oh, da gibt's was. Ja, was weiß denn ich? 1122. Das ist der einzige Code, den ich bisher gefunden habe. Ist es nicht. Woher soll ich denn wissen, was der Code ist? Irgendwas ist das hier für ein riesiger Weinkeller? Okay, da hinten geht's nicht weiter. Dann gehen wir da natürlich hin. Da liegt ein Paddel. Da liegt etwas zum Heilen, aber ich bin voll durchgeheilt. Sind das diese Obdachlosenjäger oder Fänger oder so? Ich muss... Ein Stiergemäß? Oh, tatsächlich. Habe ich gar nicht gesehen. Den Stier schlachten. Der Mithras-Kult. Das habe ich gar nicht gesehen hier. Nicht, dass ich da noch mehr übersehe oder so. Also hier komme ich nicht rein. Probieren wir es mal hier. Also das hier ist immer noch der Keller von Pater Ricci, oder? Gute Ricci. Weil es ist hier viel zu aufgeräumt für eine Kloake. Wieso rede ich immer von einer Kloake? Ist eine Kloake nicht das Fortpflanzungsorgan-Dingensloch von Hühnern? Hier ist es nicht. Soll ich denn da hingehen? Sind hier alles... Ich gehe mal hier hin. Hä? War da gerade wer? Da oben kann ich irgendwas aufmachen, das habe ich schon gesehen. Ich will mich aber noch ein bisschen umgucken. Ich renne mal darüber. Das ist eklig, Indy. Jetzt brauche ich 2 Bälle. Ja, definitiv. Ich will doch da jetzt nicht ewig lang schwimmen, ne? Da bin ich viel zu faul in diesem... Wenn es ja noch Brackwasser wäre. Es ist die Kanalisation. Das ist ganz anderes Wasser. Ist ja eklig. Ja, komm mal ein bisschen schneller. So. Okay. Also, ich will jetzt mal gucken. So. Indy, du bist eklig. Indy, du bist einfach nur eklig. Da ist ein Boot. Oh ja, ein Boot. Gutes Boot, liebes Boot, feines Boot. Ich will hier nicht schwimmen, das ist wirklich einfach nur eklig. Ist das mein Boot? Tatsächlich. Da war ich vorhin. So, hoch mit ihr. Ich würde gern darüber gehen. Komm, ich habe da gerade gesehen, dass da noch das Zimmerchen ist und da drüben ist auch zum Entlangschwingen. Aber da komme ich ja so nicht hin.
Vor allen Dingen mein schönes Priestergewand, weißt du? Ich muss mich mal in ein hübscheres Gewand werfen, weißt du? So das Indie-Outfit, das ist gut. So, siehst du. Sieht doch schon mal besser aus. Wie bin ich jetzt halt hierher gekommen? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube so, oder? Ja. So, wir gehen jetzt halt da mal schön weiter. Wir nehmen dieses Boot. Muss ich da wieder rüberschwimmen, ja? Och, Indie, das ist so... Wenigstens tue ich nicht mehr die geheiligten Kleider beschmutzen. Nee, auch nicht. Da oben war irgendwas zum Schwingen. Ah ja. So. Oh, wirklich, es graut mich einfach nur, wenn ich dran denke, was das hier ist. Es ist einfach nicht schön gerade. So, komm. Bisschen Bootchen fahren. Zuerst mal will ich da hinten hin. Genau, schöne Kehrtwende. Ich will da hinten hin tuckern. So, ich habe halt keine Ahnung, ob ich hier gerade richtig bin. Fahre ich hier nicht wieder raus? Bin ich hier nicht hergekommen irgendwie? Doch, guck mal. Ja, hallo? Ich fahre dann wieder. War aber schön mit euch. Ne, da bin ich hergekommen. Da brauche ich nicht hinfahren. Da bin ich hergekommen, okay. So. Wie geht es dann aber weiter? Rechts brauche ich nicht hin, ich muss links, da bin ich hergekommen. Tuckern war halt mit dem Bootchen noch ein bisschen rum. Da links hatte ich angelegt. Oder nicht? Jetzt einfach dahin. So. Also ich habe den Durchgang hier habe ich mir frei gemacht. So, genau. Und jetzt tucker ich da hinten hin, weil da schwimme ich garantiert nicht mit Indie. Da nehme ich natürlich das Boot. So. Weiß ich nicht, ob es hier was zu entdecken gibt. Das ist mir auch egal. Ja, aber echt, hey. Finde ich auch gerade nicht witzig. Ich will eigentlich da rein, auch wenn es ein bisschen eng aussieht. Aber Indie ist ja... kann ja den Kopf einziehen. Okay. Ich will die Mauer kaputt machen oder so. Ah, da. Da kann ich was kaputt hauen. Weg damit. Sorry, ich bin genauso erschrocken wie ihr. Da liegen da einfach, da sitzen da einfach mal zwei Typen, Mann. So, was haben wir denn hier Feines? Gärung. Sind bestimmt voller Wein. Ah. Eine Tafel, auf der die Gärung von Wein in Amphoren dargestellt wird. Ja, geil, nehmen wir mit. Neues Geheimnis. Eine Geschichte der Weinherstellung. Okay. Okay. Da ist noch was. Wachstum. Trauben. Eine Tafel mit der Abbildung von Trauben an einer Rebe. Okay. Ah, ich habe so eine ungefähre Ahnung, wo das hinführt. So, und hier wird gerade gekeltert, oder wie das heißt, ja? Na komm. Vorgang. Eine Tafel, auf der eine Person Weintrauben in einem großen Bottich zerstampft.
Ja, das ist wirklich die Weinherstellung. So, und am Schluss hätten wir noch... Oh, hier, rätselhafte Notiz. Wandbildnotiz. Wir haben ein seltsames Wandbild gefunden. Ich bin überzeugt davon, dass es ein uraltes römisches Geheimnis birgt, aber ich komme nicht hinter die Funktionsweise des Mechanismus. Die Teile des Wandbilds müssen wahrscheinlich chronologisch angeordnet werden, vielleicht um eine Geschichte über Weinherstellung wiederzugeben. Aber in welcher Abfolge? Ich weiß so gut wie nichts über die Herstellung von Wein. Ich trinke ihn nur gern. Aber diese Rebenzweige müssen für die Bestimmung der richtigen Reihenfolge von Bedeutung sein. Geschichte der Weinherstellung. So, da haben wir noch was. Verstehen sein. Eine Tafel, die eine Person bei der Ernte von Weintrauben zeigt. Das ist jetzt auch nicht weiter schwer, glaube ich. 1, 2, 3, 4. So, jetzt pass auf. Also, was ist das da unten? Da trinken sie ihn, ja? Das ist die Pflanzung. Ich weiß halt nicht. Müssen die so bleiben, wie sie sind? Weil ich kann das jetzt rausnehmen, richtig? Weinrebe. Eine Tafel, auf der eine frisch angepflanzte Weinrebe zu sehen ist. Ist halt jetzt schwer zu sagen, wo hier anfangen. Ich behaupte mal so rum, ne? Im Uhrzeigersinn. Und am Schluss trinken sie den Wein. So. Es fängt alles an mit Gärung, Wachstum, Ernte. Ne, Ernte ist natürlich Quatsch, eine Funkfrequenz. Gärung, also das da, ja, das ist schon in Ordnung. Ja? So, das behalten wir. So, also, man pflanzt den Wein, ja? Ne? Mal sehen. Dann wartet man eine gewisse Zeit. Wie, Moment. Kriege ich jetzt automatisch vorgeschlagen, was passiert? Ja, dann wartet man, bis er gewachsen ist, weil da müssen ja Trauben dran sein, Mal ja? ausprobieren. Ernsthaft jetzt, du kriegst das vom Spiel vorgeschlagen. Da wäre ich auch selbst drauf gekommen, dass man den Wein dann erst ernten kann, wenn er gewachsen ist. Ganz klar. Moment, ich kann hier zeigen, dass ich hier als guter Pfälzer weiß natürlich, wie das mit dem Wein funktioniert. Weil ich nämlich null Ahnung von Wein habe. Ich trinke nur gern den Most. Also den süßen Most. Und wollt ihr noch einen schönen Spruch hören? 2 Jungen tranken Most im Keller. Der eine musste, doch der Most war schneller. So, habt das gehört. So. Nach der Ernte wird das Ganze natürlich erstmal zerstampft. Ne? So. So irgendwie. Vielleicht so? Dann wird er gären gelassen. Ja, dann wird er gären gelassen und wenn er dann fertig gegärt ist und dann wird er getrunken. Nein, das stimmt schon. Und dann nimmt man den Hammer und haut ordentlich aufs Bild. Okay, vielleicht auch nicht. Okay. Oder muss das vielleicht andersrum? Ich glaube, das muss einfach andersrum sein. Kriege ich das da raus? Ich habe halt keine Ahnung. Oder hat das was mit den Bäumen hier zu tun? Weißt du? Das kann natürlich auch sein. Komm mal her. Jetzt geht das dann nicht mehr raus, doch hier. Mal her, schön herkommen. Das da kriege ich nicht mehr raus. Also, Wachstum würde ich dann da oben reinmachen. Ich verfolge jetzt mal die Dinger da, weißt du? Und dann kommt die Ernte. Ja, das Bild erzählt eine Geschichte. Ja, mach Sachen. Nach der Ernte, das ist das da. Dann kommt das Keltern oder wie das heißt. Und am Sieht Schluss kommt richtig das aus. hier hin. So. Jetzt stimmt's. Stimmt. Gut, was habe ich hier? Verschollenes Mal sehen, was hier drin Artefakt. Perses Artefakt. Eine Sichel, das Symbol des Perses, dem 5. Mitreichen Weihegrad. Ah, Schon lange hier. glaube ich auch so. Was war das jetzt? Ah, ich habe jetzt das 2. Mitreich-Artefakt. Braucht man die für irgendwas? Keine Ahnung. Haben wir auf jeden Fall hingekriegt. Also, danke, danke, danke.
Danke. Also das Ding war halt einfach, dass man die Stämme da... Also es war schon richtig, die Reihenfolge, aber man muss halt beachten, wer macht denn sowas? Ja, okay. Wer macht denn sowas? Das ist die große Frage hier. So. Hier kommen wir nicht raus. Also hier gab es scheinbar nur dieses Rätsel hier. Na okay, dann hätten wir das ja gelöst. Und dann würde ich sagen, hier noch ein bisschen umgucken. Feuerzeug nochmal her. Aber hier gibt es nichts mehr. Dann setzen wir uns in unser Tuckerbötchen und tuckern mal zum Levelausgang, was auch gleichzeitig das Ende der Folge ist. Okay, danke. Bis morgen.